So, sehr geehrte Mitbürger, sehr geehrte Hofnarren, sehr geehrte Adlige, wir sind wieder zurück bei Kingdom Come Deliverance. Jetzt mal ein bisschen vorwärts machen, Rössli. Und zwar müssen wir am Hauptmann Bernard Bericht erstatten. Und das machen wir doch. Selbstverständlich tun wir unser Ross gemütlich da parkieren. Ja, hopp. Okay, das war der falsche Knopf. Einfach absteigen. Also, ja. Komm, so. Schön. So, und dann habt ihr ja vielleicht gemerkt, in den letzten paar Folgen bin ich relativ schlecht unterwegs gewesen. Und zwar habe ich, ja genau, eben nicht zäckeln, habe ich völlig das Kampfsystem vergessen, total keinen Plan mehr gehabt, wie das Kampfsystem hat funktioniert. Ich versuche dann mal noch ein bisschen für mich zu trainieren, wenn ich mal Zeit habe. Jetzt reden wir mal zuerst mit dem Hauptmann. Herr Hauptmann. Sieh an, wer uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Ich suchte nach dem Jungen Und hast niemandem davon erzählt. ich musste der Spur folgen, solange sie heiß war. Und was, wenn die Banditen dir den Garaus gemacht hätten? Wir hätten dich nie gefunden, da du keinem erzählt hast, wo du warst. Wie hätte ich das Herrn Ratzig erklären sollen? Hm? Ich weiß es nicht, Herr. Er verschwand ohne ein Sterbenswörtchen. Es kam mir nicht in den Sinn, dass er unbedingt sterben wollte. Ich... Schweig! Halt dein ignorantes Mundwerk, wenn ich dich mit der Weisheit eines Veteranen betraue. Du wirst tun, was ich sage, nur reden, wenn ich es erlaube, und aufhören, nach Lust und Laune umherzuwandern. Ich würde ja deinen Arsch zurück zur Burg schleifen, um dich loszuwerden. Aber du bist ein verdammter Bauer, der nichts vom Kriegshandwerk versteht, und ich soll einen Krieger aus dir machen. Und damit bin ich noch nicht fertig. Gnade dir Gott, wenn du so etwas nochmal machst. Mit Glück wirst du nur ausgepeitscht und landest am Pranger. Wenn es nach mir ginge, würde man dich als Deserteur hängen. Ich hoffe, das ist nun ein für alle Mal geklärt. Und jetzt, lass hören, was du zu berichten hast. Ah, da kann ich üben. Sehr Ich gut. habe von Rotschopf erfahren, was geschehen ist. Dann raus damit. Rotschopf floh, weil er einen der Banditen erkannte und fürchtete, dass sie zurückkommen, um ihn zu töten. Nun, er hatte recht. Sie haben nach ihm gefragt. Wen hat er erkannt? Seinen Namen wusste er nicht. Einen hinkenden Kerl aus Uschitze. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in Uschitze umhören. Wir haben hier genug zu tun. Herr Ratzig wird dir mehr dazu sagen. Er will dich sehen. Also los, wenn du noch nicht bei ihm warst. Jawohl. So, jetzt mache ich das heute. Ist nicht der Typ noch... Ah, heute ist noch eine Du hast Frage. nicht zufällig Arbeit, Hauptmann? Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist, Junge. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Herr Hanusch hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Sehr schön. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager. Es liegt östlich von Ratay in einer stillgelegten Mine. Mir ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie gern vor, adelig zu sein, wer weiß. Wie dem auch sei, bring mir die Sporen, damit ich weiß, dass die Arbeit getan ist. Okay. Gut, ich kümmere mich darum. Machen wir. Warte, Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Dolch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du bringst. Sehr nice. Klingt nach Spaß. Alles klar, das klingt nach Spaß. Nun, unter Spaß verstehe ich was anderes. Sei lieber vorsichtig, Junge. Ja. Da sind wir. Aber ich werde jetzt heute schnell ein bisschen trainieren. Hallo? Spiel. Hallo? Spiel. Spiel. Hallo, Spiel. Sehr schön. Ah, das ist gespeichert. So, noch mit dem Schnurren. Man sieht sich gerade wieder. Ich will mal schauen, ob er da Glück und tatsächlich ein Gesundheit. bisschen kann üben mit ihm. Übung. So. Schwert. Verteidigung. Schwert. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Oder wieder über zuschauen. Selbstverständlich. Hä? Ich Anfänger. möchte die Grundlagen festigen. Gut. Aber nur gegen Silber. Och. Also, pass gut Sicher. auf. Ah. Ach so. Also ich trainiere ja nicht richtig. Ich tue... Okay.
Verteidigung? Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen Bei kann? Stufen schmuggeln. Ja. Selbstverständlich. Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kasten haben. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Okay, Entschuldigung. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ja. Also, pass gut auf. Hihi. Cool. Kann man noch mehr mit Geld? Schon geil, hure cool. Übung. Axt. Ich möchte besser mit der Axt umgehen. Selbstverständlich. Wir müssen auch die Stufen anschauen. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Also, pass gut auf. Er hätte noch können feilschen, hä? So, in dem Fall machen wir das noch einmal. Verteidigung Kannst du ist mir eigentlich das zeigen, wie ich Problem. mich verteidigen kann? Da Selbstverständlich. muss ich noch ein bisschen reinknäulen. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Okay, kann ich gar nicht mehr auswählen. Ich denke darüber nach. Ja, also. Gut. Jetzt gehen wir heute schnell schauen. Jetzt sollten wir eigentlich mehr Fähigkeiten haben, wenn ich mir das jetzt richtig habe ausdenkt. Kampf. Nein. Kampf. Nicht. Finden. Okay. Das ist nicht so funktioniert, wie ich das habe gemeint. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir haben schnell da ein bisschen etwas gelernt dabei hier beim Herrn Hauptmann Bernhard, wo es am liebsten hängen will. Gut zu wissen. Ja. Jetzt müsste ich mal schnell... Nein, das muss ich nicht. Heute schnell auf das Kärtchen schauen. Jetzt müssen wir... Was? Ah, der Ratzig ist gerade hier. Ah, hure gut. Okay, in dem Fall. Gut. Ist er da am Stehen? Schau. Gemütlich. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Ich glaube, kurzfassend. Ich konnte den Stallburschen aufspüren, der voller Angst geflohen war. Aus gutem Grund. Er brachte mich auf die Fährte eines hinkenden Bauern aus Uschitze. Sein Name? Der Bursche kennt ihn nur vom Sehen. Aber wenn ich mich umhöre, kennt bestimmt irgendjemand einen hinkenden Kerl mit zwielichtigen Freunden. Dörfler lieben Klatsch. Und wenn er nicht dort ist? Er könnte geflohen sein, vielleicht sogar nach Kuttenberg. Wenn er nicht in Uschitze ist, höre ich mich um. Irgendjemand wird etwas wissen. Gut, dann brich nach Uschitze auf. Finde diesen hinkenden Banditen und presst die Namen der anderen aus ihm raus. Sie müssen für ihre Taten büßen. Ich will sie hängen sehen. Bring ihn zu mir nach Merhoyet und ich entscheide über sein Schicksal. Jawohl, Herr. Sehr nice. Weshalb nach Merhoyet? Es liegt im Zentrum der Ereignisse, nicht wahr? Außerdem befindet sich dort ein weiteres Gestüt. Herr, glaubst du, Sie werden das noch einmal tun? Das bezweifle ich. Alle sind jetzt in Alarmbereitschaft. Die abgelegenen Dörfer sind leichtere Ziele. Dort leben nur wenige Menschen, die auf ein großes Gebiet verstreut sind, und wir können nicht alle beschützen. Aber dort werden die Banditen kaum Silber vorfinden. 1, 2 Groschen finden sich immer. Und etwas Essbares. Außerdem, wie viel Silber hat Ihnen das Abschlachten der Pferde eingebracht? Wohl wahr. Sie hätten sie stehlen und verkaufen können. Das waren gute Tiere. Richtig. Es geht also nicht um Silber, sondern um etwas anderes. Aber um was?
Um Angst. Sie wollen Angst schüren, damit niemand einen Mucks macht oder die Hand gegen sie erhebt, wenn sie kommen, um zu morden. Angst, die einen erstarren lässt. So wie ein Hase im Angesicht eines Habichts erstarrt. Unfähig, etwas gegen den drohenden Todesstoß zu unternehmen. Das haben wir doch schon Ich erzählt. habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. What the Die fuck? Spur führt nach Uschitze. Einer der Banditen kommt von dort. Ja. Verstehe. Mehr konnte ich nicht heraus. Nun gut. Was ist das für eine Option gewesen, wenn man es ja schon weiss? So. Sehr gut. Jetzt wollte ich aber dann auch noch zuerst etwas anderes machen. Jetzt muss ich mal mein Inventar anschauen. Nein, das ist das falsche Knöpfchen. Ja, das war schon das falsche gewesen, aber ist egal. Okay, das ist noch relativ benannt. Es geht zwar, hä? Ja, Spieler. Werte. Vitalität. Info. Bei einer Blutung verliest du noch so schnell Blut. Das sicher Blut ist 20% langsam, Blut 20% ausführen. Kannst du so ein bisschen länger sporten. Schnell wie der Wind. Okay. Ich glaube, schnell sein ist nicht unbedingt. Das ist nicht schlecht. So. Okay. Ah, jetzt habe ich endlich herausgefunden, wie man sportet. Lustig. Das heisst, man kann den Leuten davon säckeln. Scheisse, bin ich blöd. Okay. Das ist nicht mein Verross, das ist auch nicht mein Ross. Nein, ich werde nicht schlafen, ich werde heute schnell schauen. Auf der Karte. Nämlich. Questlog muss ich heute haben. Weil ich werde jetzt gerne mal schauen, ob man echt die Banditen da. Plünderer. Genau. Ja. Ja. Verfolgen wir das jetzt? Nein. So nicht. Komm. Nein. Hure sehe ich nochmal. Menüführung, was ist los? So. Okay. Willkommen, Heinrich. Sollte schnell überreiten. Ich habe gerade geschichtlich heute nichts zu erzählen. Wo kommst du? Ah, einfach irgendwo her. Gut. Ja, Sprinten, hä? Das ist natürlich noch gäbig. Wenn man das kann. Ist da noch irgendetwas zu machen? Nein. Ich würde die Karte auftun, zum prüfen. Das ist, was ist da hinten? Okay. Geschichtlich kann ich euch leider jetzt gerade nichts erzählen, weil ich gerade nichts Schlaues habe gefunden, was jetzt gerade würde passen. Ich will noch ein bisschen überlegen, ich habe noch nicht grossartig Landschaft von Böhmen, hat mich noch interessiert. Komm da. Tu mal säckeln, ein bisschen, Pferdchen. Ausgerüstet sind wir gerade schlecht, glaube ich. Aber das ist nicht so tragisch. Es sind einen Weg jetzt 15 Minuten vorbei. Schon wieder, weil das Quasselerei ist wieder Hölle lang gegangen.
Und mein Zeug und mein Inventar rumnoschen auch. Und wegen dem wünsche ich euch einen schönen. Bis zum nächsten Mal. Merci fürs Zuschauen. Nicht vergessen, abonnieren, liken, teilen. Guten Abend oder Morgen oder Tag oder wie auch immer. Merci fürs Zuschauen. Ciao zusammen.